Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 3 Beiträge für euch in der Sendung. Gruselalarm in Bern, der Startschuss für das ESAF 2028 in Thun und frischer Wind in der Berner Verkehrspolitik. Heute ist Halloween. Das Brauchtum rund um Kürbis, Skelett und Geister hat auch in der Schweiz Fuß gefasst. So unter anderem bei Hugentobblers aus Bern. Der Manuel Moser hat die Halloween-Fans in ihrem gruselig geschmückten Haus besucht. Ich finde Halloween eine ganz wichtige Zeit eigentlich. Es ist eine Zeit für mich, ein bisschen loszulassen, diese Rollen, diese Identitäten und mit anderen Identitäten zu spielen und ein bisschen etwas anderes zu erfahren. Ja, es bringt, ich glaube, ein bisschen etwas frisch in unserem Leben. Also ich finde, es ist eine lustige Zeit. Man tut die Straßen schmücken und man tut mal Sachen vornehmen, wo man halt schon lieber ein bisschen im Hintergrund sieht. Man tut sich den Ängsten aussetzen und ja, es ist lustig. Eine gruselige Erfahrung. Ja, es ist halt, wenn man das erste Mal als Kind allein durch einen dunklen Wald durchläuft, dann sieht man plötzlich in jedem Baumstamm irgendwie eine Person und alles fängt sich bewegen. Und ja, es sind dann halt doch Erfahrungen, die immer noch sehr präsent sind, wo man dann irgendwie auch stolz ist, wenn man es mal durchgelebt hat. Darum finde ich, man sollte das den Kindern nicht wegnehmen, sondern die Kinder dürfen auch mal Angst haben. Ich liebe Halloween, aber ich bin ein bisschen eher zurückgehalten mit Halloween in der Schweiz, weil ich habe viel Respekt von der Kultur hier. Aber auch, ja, ich weiß, dass nicht alle Leute haben das so gerne. So, es ist vielleicht für mich ein bisschen, ich trete ein bisschen vorsichtig, kann ich sagen, mit Halloween in der Schweiz. Gibt es irgendwie ein Lieblingsdeko-Stück oder eins, das du vielleicht noch tun möchtest? Ah ja, also das 5 Meter Skelett, das wäre schon geil, da ich irgendwie ein riesiges Skelett im Garten hätte. Sonst finde ich da unsere Leichen im Sack finde ich gut, wenn das dann mit dem Polizeiband rundherum, das ist echt schon lustig, wenn man das plötzlich einfach so in der Nachbarschaft sieht. Ja. In 4 Jahren findet im Berner Oberland das grösste Schwingfest, das ESAF, statt. Gestern Abend hat auf dem Thuner Schlossberg schon mal das Kick-Off stattgefunden. Mit dabei war auch der Moser Manuel. Er hat von den Organisatoren, am Glarner Matthias und dem Affolter Adrian, wissen, was der ihr grösster Wunsch für ihr Schwingfest ist. Ich bin ein Dusch, aber ich mache es mit einem Applaus. Ja, jetzt bekommen wir mit dem Logo auch so ein bisschen ins Gesicht. Das ganze Fest, das ganze Kernok. Auch hinsichtlich Marketing und Kommunikation können wir jetzt wieder einen Schritt weiter gehen. Und darum ist es doch sehr ein wichtiger Tag für uns. Aber ein Meilenstein auf dem Weg an das eidgenössische Schwingfest. Du hast schon öfter betont, Sport soll im Vordergrund stehen. Oberländer Style ist dir wichtig. Kannst du mir da mal konkret sagen, was meinst du damit genau? Ja, ich stehe ja mit einem Bein, sehr oft eigentlich mit beiden Beinen immer noch im Sackmehl. Und bin sehr nah bei den Schwinger. Ich weiss, wie es ist, als Schwinger ein eidgenössisches zu bestreiten. Und sie sind die Hauptattraktion. Und darum ist auch mein Ziel, dass man diesen Aktivschwingern, den Hauptprotagonisten, möglichst gute Ausgangslage präsentiert, dass sie ihr Maximum Tag X erreichen können. Und das andere ist, ich glaube, wir sind im Berner Oberland. Und wenn die ganze Schweiz zu Besuch ist, hoffentlich bei uns, und können schauen, dass wenn sie auf den Platz kommen, dass sie merken, in welcher Region der Schweiz dass sie sind. Also, dass man sehr viel Berner Oberland findet. Ein grosses Fest wird das, das auch grosse Herausforderungen mit sich bringt. Vielleicht kannst du mir ganz kurz einen Überblick geben, was sind so die grössten Knacknüsse?
Ja, Knacknüsse, ich glaube, das ist in jedem Fest, in dieser Grössenordnung, in jedem eidgenössischen Schwingfest ist die gleiche. Da ist einmal das OK formen, dort in die Planung hineingehen, vor allem das Setting, wo wir im Moment aktuell dran sind, wie tun wir genau das arrondieren, wo sind welche Aktivitäten und dann der Aufbau. Das ist dann wirklich die Arbeit, die dann recht durchgetaktet muss sein, richtig durchgetaktet muss sein. Und dann geht es schon wieder Fest geniessen, Durchführung, Abbau. Dort ist schon recht der Zug drauf. Also der Abbau ist auch noch immer so nicht ein Knackpunkt, aber ein Thema, das man nicht machen darf. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für das Fest, was wäre das für einen? Schönes Wetter. Mega schönes Wetter. 3 Wochen vorher bis 2 Wochen nachher. Zwischen ein bisschen Regen, dass es wieder den Staub lecken. Aber sonst sehr gut, das würde ich mir wünschen. Und natürlich unfallfrei. Sicher ein wunderschönes Wetter und ganz viele zufriedene Leute, die heimgehen und sagen, es war ein cooles Schwingfest, wir kommen wieder ins Berner Oberland. Das sind ganz flotte Leute. Ende November werden in Bern 3 von 5 Gemeinderatssitze neu besetzt. Das wird frischen Wind in die Gemeindepolitik bringen, auch im Verkehr. Gestern Abend haben Organisationen zur Podiumsdiskussion mit 4 Kandidierenden geladen, um herauszufinden, was denn ihre Vision für die Berner Verkehrspolitik ist. Im Beitrag von Max Saladin äußern sich Florence Bärli und der Matthias Ebischer. Also ich finde, dass man allen Bedürfnissen gerecht wird. Oder wir haben im Moment nur immer einen Fokus auf das Velo. Und mir ist wichtig, dass wirklich alle Verkehrsmittel Platz haben in Bern weiterhin. Weil eben das Velo schliesst auch ganz viele Leute aus. Leute, die nicht so gut zu Fuß sind. Oder Handwerkerinnen und Handwerker. Also wir müssen unbedingt schauen, dass wir eben allen Verkehrsmitteln weiterhin Platz einräumen. Also die Politik, die jetzt gemacht wird, finde ich eigentlich gut. Also man pusht das Velo, man schaut, wo gehen die Fußgängerinnen und Fußgänger durch. Man tut eher das Auto aus der Stadt rausnehmen. Aber für mich ist klar, das Gewerbe muss Durchfahrt haben. Leute, die nicht mehr laufen können oder eben das Velo nicht brauchen können, die müssen auch zu ihren Häusern bzw. müssen zu ihren Therapien kommen, das ist ganz klar. Aber die nur hobbymässig irgendwo schnell eine Wurst kaufen, die müssen nicht mit dem Auto in die Stadt. Hey, ich bin seit 4 Jahren Stadträtin. Ich bin in der Opposition mit so einer Wand, rot-grün. Also das tut mich nicht mehr abschrecken. Im Gegenteil, es tut mich wirklich herausfordern und ich überlege mir, ja, sind die Ansichten, die ich habe, richtig oder nicht. Ich versuche eigentlich immer Politik so zu machen, aus dem Leben heraus. Und von mir aus gesehen ist halt rot-grün manchmal einfach schon ein bisschen neben dem Leben vorbei. Und darum, nein, macht mir das nicht aus, wenn man mich auslacht. Weil eben, ich weiss ja, dass das, was ich hier erzähle und versuche zu vertreten, eben das Leben ist. Ich weiss, es haben Leute Mühe, zu Fuß zu gehen. Ich weiss, wir brauchen Handwerkerinnen und Handwerker zu Bern und so weiter. Und darum, nein, ich habe nicht Mühe, wenn man lacht, weil ich weiss ja, ich vertrete einfach die Bevölkerung im Ganzen. Also was mich stört in der Argumentation der Bürgerlichen, ist immer, dass sie sagen, das Gewerbe wird behindert. Beziehungsweise die Leute, die eine Behinderung haben und in die Physio müssen, können nicht mehr fahren. Das ist nicht das, was wir wollen. Es ist selbstverständlich, dass das Gewerbe arbeiten in der Stadt. Ich bin einer, der sagt, das Gewerbe soll in der Stadt bleiben. Und auch die Leute, die eben in eine Physio gehen, die nicht mehr laufen können oder die nicht Velo fahren können, die sollen herfahren. Aber wenn es nur noch die sind, oder vielleicht auch noch Leute, die zu Uhrzeiten arbeiten, dann hat es nicht mehr viel Auto in der Stadt. Jetzt übergebe ich kurz ins Studio, wo der Matthias Mast sein heutiger Gast in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellen. Mir zu Gast ist ein Mann, der trägt den Namen wie eine Marke. Was drauf steht, ist drin, es ist Adrian Amstutz. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern.
Schön schauen Sie das Wetter hier auf der Plattform J am Donnerstagabend, meine Damen und Herren. Am letzten Tag von dem Oktober 2024, wo es mild über die Bühne gegangen ist und verbreitet auch das Nass. Sie können die Monatszusammenfassung anschauen unter www.metenews.ch. Ja, abgeschlossen haben wir den Monat mit stabilem Hochdruckwetter und das bedeutet vor allem in der Höhe natürlich mit viel Sonne. In den tiefen Lagen haben wir den Hochnebel gehabt. Stabiles Hoch ist aktuell wetterbestimmend und das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben und darum wird sich auch am Wettercharakter wenig ändern. Morgen am Freitagvormittag ist es unterhalb von rund 1000 Meter oft grau. Einmal mehr muss man sagen. Sonnig ist es darüber natürlich hier in den Bergen. Morgen im Laufe des Tages die Chance, dass sich der Nebel teilweise auflösen kann. Dort, wo das passiert, kommt die Sonne durch. Außerhalb des Nebels ist es sowieso fantastisch schön wolkenlos. In den Bergen hat man auch eine ausgezeichnete Fernsicht und für die Jahreszeit rekordverdächtig milde Temperaturen mit zweistelligen Werten auf 2000 Meter. Unter dem Nebel gibt es nicht mehr als etwa 13 oder 14 Grad. Ja, und in den nächsten paar Tagen ist das Wetter dann auch ziemlich schnell verzählt. Es geht mit Nebel und Hochnebel weiter. Die Obergrenze liegt am Wochenende bei 1000 bis 1300 Meter. Anfang Woche dann wieder ein bisschen tiefer. Wir sehen auch, die Temperaturen ändern sich wenig in den Bergen. Bleibt es in den nächsten Tagen fantastisch schön. Und darum, wenn man die Möglichkeit hat, zum in die Berge zu gehen, dann sollte man das doch unbedingt ausnutzen und die Sonne eben geniessen. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Donnerstagabend.